Mein Name ist Berenice Boxer und ich bin Achtsamkeitstrainerin. Wir sind im Heim Naturpark Obersauer um Wassersinnesweh. Über als Sinne erleben wir die Welt. Wir normalerweise übersprangen wir den Punkt direkt. Und wir gehen über das, was wir erleben. Ist das gut, ist das schlecht, gefällt mir das, was meine ich damit. Mit die direkte Sinneserfahrung ist frei von Gedanken. Du hast kein Bewerten, du hast kein gut oder schlecht, das ist just Erleben von dem, was gerade da ist. Achtsamkeitspraxis kann dazu beitragen, dass wir einen Anfängergeist oder einen Forschergeist kultivieren, dass wir also direkt Sinneserfahrung wirklich intensiv erleben, an bemerken, an Gesinnen, an Riechen, an Spüren, wie wenn es für die erste Kehr wir als wirklich verzaubern lassen. Wirklich an der Band zeigen lassen von da, was du gerade ob es durchkommt. Lauschen. Als Ohren sind immer ob. Wir hören die ganze Zeit Geräusche. Wir sind uns oft nicht bewusst, dass wir etwas hören oder das ist irgendwie im Hintergrund. Mit der Achtsamkeitspraxis können wir aber ganz bewusst lauschen. Und gerade an der Natur können wir lauschen, ob Geräusche von Tieren, Geräusche vom Wand, vom Wasser, auch menschgemacht Geräusche, auch vielleicht für den Auto irgendwo latscht. Atemgeräusche und auch Geräusche, die wir selber produzieren beim Gehen. Wir können bemerken beim achtsamen Lauschen, dass als Gedanken immer direkt irgendwie ein Bild dazu machen. Wir hören etwas Auto, wir hören etwas anderes, oh voll. Das sind als Gedanken, die direkt ein Wort drauf pushen. Das ist high und das gefällt mir, das ist zu hart und das ist zu los. Wir achtsam lauschen als just Geräusch hören. Riechen, als nur ist immer ob. Und wir sind uns meistens nicht bewusst, was wir riechen, außer es gefällt uns nicht und dann so mir, das stinkt. Und wenn wir enker kalt waren, dann wissen wir, wie es ist, wenn wir nicht riechen können, weil dann schmeckt es noch ganz anders. Und wenn wir da draußen sind, dann können wir wirklich ganz bewusst riechen. Wir können Schul von den Bäumen riechen, wir können Wasser riechen, wir können Tiere riechen, Blumen riechen, einfach Luft holen, anriechen. Spüren, Sinnesorgan Haut an den Fokus holen. Und einfach spüren, wie die Wand auf den Händen am Gesicht ist. Spüren, dass Temperatur anders ist, zum Beispiel da, wo Kontakt zur Luft ist und da, wo Kontakt zur Kleidung ist. Spüren, wie das Gewicht an der Schong ist, Gewicht auf dem Boden ist. Und auch Texturen, Materialien spüren, Natur spüren, an Stehen, an den Boden. Oder auch zum Beispiel so in Kunstinstallationen wie hier. Enkel upacken und spüren, wie es ist. Schmachen. Wir essen alltag, mehr wie ein Käier. Wir achtsam schmachen oder achtsam essen hat ganz viel mit Genuss zu tun. Wir essen nicht, weil es die Zeit ist oder weil wir etwas dabei haben, sondern weil wir wirklich Lust drauf haben, weil wir Hunger haben und weil wir es genießen wollen. Gesinn. Das visuell ist das ganz prominent am Alltag. Wenn wir das abmachen, dann sehen wir einfach. Wenn wir das achtsam, wenn wir das ganz bewusst machen, dann können wir Formen sehen, wir können Farbe sehen, wir können Tiere beobachten, Blumen sehen, weit gesehen, an den Himmel gucken, an wirklich alles das abholen, was immer es rum ist, was immens spannend und ganz viel ist, weil wir es an wirklich abmachen, an wirklich auch mal im Kopf heißen. Achtsamkeit muss nicht lang dauern. Wenn ihr am Alltag Zeit hat und sich die Zeit holen will, für rauszugehen oder für ganz bewusst die Sinne einzeln zu bemerken und sich bewusst zu machen, was höre ich gerade und was spüre ich gerade und was sehe ich. Wunderbar. Wir können auch einfach ganz sehr machen, wenn ihr Neues erwischt, einfach kurz gucken, was sehe ich, was höre ich, wie ist mein Körper gerade, was spüre ich, was rieche ich. Das geht ganz sehr und das ist eine wunderbare Art und Weise, den Tag anzufangen.